Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Das würde mich ein bisschen überraschen. Willkommen zurück von zu Anno 1800. Ja, Mann, wir nehmen noch geil drauf. Material aus. Ja, auch geht das Material aus, das ist natürlich sehr schön. Ihr seht, Bilanz ist bei uns scheiße, obwohl eigentlich Bedürfnis von allen gedeckt ist, bis auf Strom. Okay, aber Strom kommt gleich wieder. Trotzdem, irgendwas ist hier noch nicht so ganz koscher. Irgendwas fehlt, der kommt da mit 12 Tonnen. Okay, wird da nicht sehr lange ausreichen. Und in der heutigen Folge will ich ihn doch mal ein bisschen vorwärts machen. Ich muss leider mal so erwähnen. Denn Anno 1800 ist ein Spiel, worauf man vermehrt beziehungsweise stärker auf den ganzen Verbrauch der Waren achten muss als bei früheren Spielen. Wie ich mir habe sagen lassen. So, ja, ein Tiger noch. Und noch ein Tiger. Sehr schön. Aktivität 110. Das freut einen doch sehr. Genau. Also, wir sehen ja im Prinzip, dass wir hier ein paar Waren im Überfluss haben, im Überschuss haben. Wurst gehört zwar nicht dazu, aber ist ein anderes Thema. Und bevor ich mit dem großen Ziel anfange, Bright Sensor zu besiedeln, und das wird vor allem bedeuten, dass wir hier vor allem die Ingenieure rüberholen. Das ist das große Ziel eigentlich, Leute. Ingenieure plus natürlich dann die Investoren, die letzte Stufe, die sollen auf Bright Sense rübergehen. Die anderen drei bleiben hier. Also da die Arbeiter, die Bauern und auch die Handwerker. Die sollen schön da bleiben, weil hier gehören sie auch hin. Klingt sogar ein bisschen sehr, sehr mies von mir, aber dazu kommen wir gleich. Okay, gut. Da gucken wir erstmal. Denn worum geht es erst einmal hier in der heutigen Folge, wie ich schon letztes Mal angekündigt habe? Den sogenannten Warenrechner. Ich will gucken anhand unserer Anzahl von Einwohnern, wie viel muss ich gewisse Güter verbrauchen, beziehungsweise wie viele Güter verbrauchen die, sprich wie viele Produktionsketten etc. brauche ich. Da ist etwas, was bei Anno ja im Prinzip nichts Neues ist, aber mir so vorkommt, als wäre es hier bei 1800 ein bisschen extremer als in früheren Annos. Und zwar, wenn man halt irgendwie sagt, wie es mir gemacht haben mit den Ingenieuren zum Beispiel, wo wir irgendwie sagen, na gut, das ist das Stromproblem, aber wir irgendwie sagen, hey, die wollen Hochräder, okay, ich baue mal eine Produktionskette, die verdammt teuer ist und dann irgendwie doch nicht aufgeht. Weil wir halt zu wenig Ingenieure haben, um einen kompletten Zyklus zu erfüllen. Genau, darum geht es gerade ein bisschen, dass ich hier gucke. Der müsste eigentlich schon... War das jetzt schon hier? Oh, nicht wahr? Schön Öltanker. Ein Ach, Feuer hier. ist ausgebrochen. Da, wir sind auf dem Rückweg. Und wir haben schon wieder alles verbraten. Ja gut, ja, wir haben natürlich hier ein paar, aber... hallo, der geht hier mit 109 hoch und will denn das überall ablagern? Ist es schon voll? Wir haben ja schon 95. Mann, ja, ich brauche mehr Öl. So. Da heißt Ingenieure, die ziehen wir wieder alle ein. Ich sehe nicht mehr so wie früher, wie viele Häuser wir haben. War auf einer anderen Stufe. Die ganze war irgendwie auch viel zu selten. Naja. Die Bilanz wieder ein bisschen schlechter. Ja, was soll's. So. Warte mal. Doch 40 Chef Häuser. unter Beschuss. Immer. Oh, stimmt, hier war ja noch was. Firmen wurden gelöscht. Leinen los. Moment, ihr solltet nicht abhauen. Hört auf mit dem Quatsch. Ei. Das glaube ich auch nicht. Erstmal musst du hier noch ein bisschen
Die Insel bisschen was eines verkaufen. Konkurrenten wird belagert. Dann müssen wir hier endlich mal diese scheiß Barrikade durchbrechen und Piraten geben ihm auf den Sack. Die Feierlichkeiten sind beendet. Auf die Bilanz hat es Schiff kaum einen unter Einfluss, wa? Beschuss. Schon wieder? Warum? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Schiff unter Beschuss. Ist bereit. Kanonen? Oh, Verzeihung, Leute. Ich wollte gerade noch vorwarnen, aber irgendwie ging es nicht mehr. So. Aber Torpedos sind echt noch praktisch. Eigentlich müsst ihr alle hier runterschippern. Wenn ich momentan ein viel größeres Problem damit habe. Kann ich bitte mal schnell untergehen? Man könnte meinen, du wärst gar kein Royalist. Dankeschön. So. Dann, wie gesagt, schnell mal die hier Ein verkaufen. freundliches Gesicht zu sehen. Ich hatte recht, dir zu vertrauen. Erster Klasse. Auch wenn es aktuell nicht so viel bringt. So, dann. Geht mal auf den los, weil der macht hier sowieso Rambazamba. Auch wenn der pausiert aus irgendwelchem Grund, warum? Hä? Ich habe gesagt, er soll pausieren? Ah, der Fuck Gegenwind, na gut. So, soviel dazu. Dann ganz kurz zurück. Hui. Dann sind wir hier. Zug verspätet sich, ja. Mit 142 Tonnen kommt der Lego Mio. Naja. Also, stimmen so unsere Einwohner? Eigentlich kann ich nicht ganz stimmen. Warte mal, habe ich irgendwo... Wir haben in jedem Haus verdammte 40 Leute drin. Schiff unter Beschuss. Aha. Die Obreros haben wieder mal keinen Bock, irgendwas zu bezahlen. Ja, das war zu erwarten. Leinen los. Okay. Geh doch bitte erstmal hier zurück, um dich zu reparieren. Was ist denn wieder mit euch los? Auf Ihren Befehl. Hier werden die Bananen ja gemacht. Also sprich produziert. Ja, man hat zum Teil das Gefühl, hier da mit den Obreros und so, die auf zwei Inseln verteilen, war ein großer Fehler. Alter Schwede, also. Dabei sind 50, also das kann doch jetzt eigentlich nicht so ein Problem sein. Man kann, wenn sie keine Bananen haben, sind natürlich auch unsere andere Stufen natürlich am Arsch. Das sehe ich natürlich alles ein. Sollst hier alles verkaufen, wenn es geht. Habe ich schon mal erwähnt. Schiff erster Klasse. Da haben wir zu viel Bier. Gut, natürlich keine Obreros mehr haben, ist klar. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ein neuer Auftrag? Schiff unter Beschuss. Kanonen! Ja. Klappt nicht so, wie ich es gerne hätte. Leider eben noch nicht. Und das mit der Patrouille ist sowieso auch so ein Murks, wie ich finde. Fregatte auf Patrouille.
Wir können es theoretisch so machen, aber ob es viel bringt, ist ein ganz anderes Thema leider. Alles bereit. So, wird repariert, sehr gut. Ja, jetzt haben sie halt wieder gebackene Bananen. Jetzt haben sie eigentlich wieder alles, was sie wollen, deswegen kommen sie wieder zurück. Yeah! Den Melonen muss ich auch noch machen. So ein Bier wäre gar nicht mal so wichtig. Okay, okay. Optimieren, Freunde, und zwar hier oben. Also, den Strom. Da muss ich doch mal ganz kurz noch intervenieren. So. Nein. Entschuldigung. So, jetzt habt ihr alle auch Strom. Das heißt, ich habe nachher hier 82. So. Dann mal ganz kurz gucken, Leute. Wie sieht es denn hier genau aus? Und genau das, was ich befürchte. Also, benötigte Gebäude insgesamt. Da gucken wir doch mal. Wir haben, ich bräuchte 4 Fischereien, habe aber 5. Demzufolge könnte man eigentlich zum Teil hier noch ein bisschen ausbauen. Und da ich hier vor allem noch mehr Ingenieure. Mit dem fucking Ernstspiel. Nein, Moment. Scheiße, meine Maus hat keine Batterie mehr. Moment kurz. Ich kenne ein paar, die in die Fabrik gegangen sind und jetzt hat schon 2 von ihnen die Finger zerquetscht. Da bleib ich lieber bei meiner Sense. Okay, das ist ein Argument. So. Kurz anschließen. Alter, wie oft ist denn das bei Anno schon passiert? Bei anderen Spielen ist meistens nicht so wichtig, weil ich da einen Controller habe. Aber hier, wo ich auf die Maus angewiesen bin, ja, die Sendung mit der Maus. Natürlich scheiße. So, also. Wir brauchen hier ein paar Bewohner mehr, es hilft alles nichts. Die Frage ist nur, sind die hier und dann vom Marktplatz oder Wirtshaus, Wirtshaus natürlich ein anderes. Marktplatz haben die auch noch, okay. Marktplatz sind die anderen davon betroffen. Sehr gut, sehr gut. Kann man schnell bauen, bevor ich keine Kohle mehr habe. Wobei Marktplatz könnte man eigentlich hier oben mal ein bisschen refreshen. Stimmt eigentlich. Ja. Wir haben nichts, wir sind todunglücklich. Ja, müssen auch so machen. Ich wollte ja eigentlich was anderes machen. So, wir Ein wissen. Feuer ist ausgebrochen. Kleinvieh macht auch Mist. Och nö, hier unten auch. Super, ist aber gar kein Öl mehr hier. Aber auch kein Geld. Was habe ich eigentlich für tolle Verbündete? Können wir bitte mal irgendjemand mal hier irgendwie was... Ihr wisst schon. Mann, Mann, Mann. So. Machen wir es gleich mal anders. Okay. Was natürlich gerade interessant ist. Arbeitsbedingungen anpassen. Also, aber auch natürlich wegen Strom, wenn ich da gewisse Bedarf mit Strom, gewisse Gebäude mit Strom versorge, dass die halt produktiver sind. Aber halt wie Hochräder und so. Hä? Warum gehen wir zurück?
Kein Kautschuk mehr. Also aber wieder frisches. Die Rohre sind leer und warten auf Durchlauf. Auf Durchlauf warte ich auch. Okay, fangen mit Dingebäuden an, wo noch ein bisschen was produziert wird. Und zwar, momentan bräuchte ich eigentlich bei den Glühbirnen für meine aktuellen Ingenieure 0,65 Glühbirnen. Was mir natürlich jetzt sehr relativ wenig bringt. Kaffeeplantagen 1,23, okay, das tut jetzt wirklich nicht viel. Du, du, du. Ballbankrott, yeah! Mit dem größten Vergnügen. Ein billiger Trick. Wobei mir das nicht mal im Ansatz bekannt wäre, dass er das irgendwie verkürzt hätte. Ganz ehrlich. So. Und natürlich hier erst einmal ganz kurz. Renovieren kostet 25.000. Ja, dann war. Dann gibt's ja kein Öl mehr. Scheiß drauf. Alter. Das 12 passt eigentlich auch gut. Es reicht trotzdem noch, ist krass. Okay, dafür Feuerwache wäre vielleicht gut, wenn da unten nochmal eine machen würde. So. Ah. Mann, ey. Läuft nix so, wie es soll. Aber kommt schon, kommt schon. So. Und hier alles zubauen, das passt schon. Gut. Dann haben wir jetzt hier relativ viele von denen. Da muss mal gucken. Das Leben ist in Ordnung. Das freut mich natürlich. Das ist nicht super, aber das Leben ist in Ordnung. Natürlich hier eine Kirche, hier und dann eine Kirche. Einfach hier oben relativ wenig gebaut, da mussten. Na, da muss ich mal ein bisschen verschieben und so, wa? Ne, mal schauen. Ein Propagandaartikel freigeschaltet. Sehr gut. Das freut mich. Wird auch sehr wichtig sein. So. Sie helfen uns, oder, Boss? Wir Kommt würden drauf an. ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Wenn wir ihn gerettet haben, sollten wir sie auch nutzen. Hey, Sie haben Wort gehalten. Schiff unter Beschuss. Moment, ich habe gerade was gesehen. Also nicht das hier, also das zwar schon, aber. Stillgestanden, Herr Admiral. Hallo, was machst du? Kehr um! Gespeichert. Segel setzen! Das ist auch etwas, das ich so mühsam finde in diesem Schiffssystem. Das hast du dir mehr als verdient. Hier, stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Das Problem ist, der kann sich mal zur Route zurückschicken. Warum ist dann die Lassen Route wir den automatisch Rauch sich weg? für einen Augenblick Leck das mich. ist ein Scherz, oder? Ein Scherz mit Herz. Ah, mit Routen haben wir. Ja. Ich meine, generell ist 1800, wie ich finde, ein sehr, sehr geiles Spiel. Macht das sehr viel Spaß. Aber gibt so ein paar Dinge, die, ich sag's ungern, aber ist leider so, die halt früher einfach besser waren. Fertig. Und das merkt man halt ein bisschen.
So, mir die ganzen gebackenen Bananen geklaut. Ist aber eben nicht so wild, weil... Was sollte nicht so wild sein, weil... Beim letzten Mal war alles genau gleich. Können Sie mir vielleicht irgendein Restaurant empfehlen? Nö. Weil die Bananen sowieso nach oben verschicken, das heißt, unten werden sie sowieso produziert, also kein Problem. Damit verkaufen hier funktioniert ja auch nicht, wa? Nee, der Handel ist hier voll von Arsch. Voll von Arsch. Lalala. So, zurück in die alte Welt. Also, Freunde, was mache ich hier? Da wird schon der eine oder andere gefragt haben. Ist relativ simpel. Ich brauche Kohle. Nicht mehr und nicht weniger. Ich überlege jetzt gerade, ob ich erstmal ein paar bellen soll. Ich glaube, da ist eine ganz gute Idee, Freunde. Hier fehlen die Rohstoffe. Da fehlen die Rohstoffe. Ja. Das ist eben alles, was man dann optimieren muss. Der hat schon wieder kein Öl mehr. Alter. Ja, deswegen braucht es ja auch dringend ein zweites Dampfschiff. Öltankermann natürlich. Der kommt zwar gerade, aber eben, wenn wir halt, mein hier unten aber eigentlich sowieso zu viel war, vor allem wenn dann ein Ding wieder läuft. Die Maschinerie. Jo. Die alte Welt. Ja, das sind alles die alten Welten. Wie ging das? So, glaube ich, war. Ego-Perspektive. Jo. Die Steuerung ist ein bisschen seltsam. Hui. Ah, da sind ein paar Schiffe, sehr schön. Ja, Freunde, war das einfache Leben in Anno 1800 mit sehr seltsamen... Kann das so gedruckt werden? Kann das so gedruckt werden? Eine gute Frage. Dieser Fragen werden wir in der nächsten Folge nachgehen. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Allen Waren optimieren und dann aber richtig fett zurückschlagen. Bye, bye.